Mein Name ist Robert Philipper, ich bin Historiker und beschäftige mich schon seit einer Zeitchen mit der sozialen und ökonomischen Geschichte, ganz besonders der Architekturgeschichte für Lützeburg. Wir sprechen über den Michel Engels, ganz besonders über sein Werk, die feierliche Schlussprozession der Oktave, die in 1993 rausgehen hat. Der Michel Engels war ein Jung, den am Rollinger Grund 1950 geboren, also noch 1901 gestorben ist. Er hat zu München Kunstgeschichte studiert und als Henno Prof an dem College, der ja auch mit der Oktave direkt verbunden ist. Er hat eine Reihe Reisen gemacht, die ihn inspiriert haben, von München aus Paris, Budapest, Wien, an Schweiz, selbstverständlich an Italien, sodass er da ganz viel Input kriegt. Er war ein ganz aktiver Mensch, hat mit dem Kunstverein zu Lützeburg gegründet, er war mit Begründer von dem Institut Grand Ducal und hat ein ganz ehrliches Leben gefeiert, mit ein paar Publikationen, mit Illustrationen am Marienkalender gemacht, Illustrationen an der Heimisch gemacht und hat aber auch, für was ganz bekannt ist, Bilder der Festung Luxemburg rausgehen. Sein Heimisches als national geschützt am Rollinger Grund und hat eine Straße beim Stadion um Bel Air. Sein Graf ist auch geschützt um Nikolauskirche. Denn Michel Engels hat die feierliche Schlussprozession von 1993 durchgestaltet mit Skizzen. Skizzen waren immer etwas Neues, weil, wie du denkst, jetzt dafür gedenkt, für ein Urlaubsbild 4 zu bereden. Und ihr wisst, bei der Bause gezeichnet hat, wird man dann Atelier zu wählen und da umzusetzen. Und hat sie multiplizieren können dank einem neuen Prozedere, den sich Phototype genannt wird. Und dadurch auf einer größeren Echelle verkaufen. Sein Werk ist aber auch ein bisschen kritisch angekommen, weil er eben den Akzent auf die verschiedenen Gruppen setzt, auf die verschiedenen Leute setzt, und mit leichter Ironie den Leuten hier Haltung weist, hier Guck weist, hier, wie sie sich rausgefeizt tun, und dass den Hintergrund mit den Häusern ein bisschen sekundär geht. Oder wo ich noch herausfinde, dass die Planchen nicht 1993 gemalt sind, sondern 1977 die ältesten ist, weil den ermitteln kann, mit den Häuserbestand an den Abschriften, die in den Häusern sind, und dann sukzessiv zusammengestaltet sind. Auffällig ist es dabei, dass gesagt, wie so eine Prozession abgedeelt war, getrennt der Geschlechter, aber auch, dass eine Reihe von Statuen, eine Unmasse von Fendeln mitgedrohen ist, dass ganz viele Musiken mit dabei waren, andere Leute die Stadt gerüscht hatten, mit Kränzen, mit Fendeln auf ihren Häusern, und dass ganz viele Dennen rundherum stehen. Dennen als Zeichen vom Leben, die nie verdrechnen, und die dann ganzen Dekor rundherum auch die verschiedenen Altäre machen. Klein noch Sachen, die sind auf Foto gesagt, dass wie Tramshäuschen im Rote Pötz, auch da geht das, nimm von den Enseignen, von den Geschäftsleuten, von die ganz genau, auch von den Michel Engels ganz gerne den Point de vue hält, wo er auf dem Haus von einem Kollege von ihm gesagt hat. Wir sind hier auf Planche 3, sind wir Knabenschule, École de Garçons, die bei dem Rohaltor auf dem Knödler halten möchte. 1981 war ein generell Schulpflicht kommt für jungen Armeedascher, mit jungen Armeedascher sind aber getrennten Schulen mit zum Teil auch unterschiedlichen Programmen instruisiert gehen. Wir haben am Hintergrund von dem Bild ganz große Statue von dem Willem Humbert, dem Roi Gondiccium II., den Lützeburg mit die erste parlamentarische Konstitution gegeben hat, an die Toleranz auch von allen Religionen durchgestaltet. Bei der Planche Nummer 5 haben wir zu tun mit den Damen und den Demoisellen, die am Krautmarkt lernst gehen. Die Vereine von den Frauen am Katholizismus am 19. Jahrhundert sind da ganz selten gegangen, weil die Frauen noch ganz spezifische Funktionen hatten. Sie haben sich um die Kranken gekümmert, sie haben sich um die Armen gekümmert,
sie haben Altäre dekoriert, sie haben sich den Gesang gekümmert. Und was ganz wichtig war, wo sie hier wunderbar Arbeit konnten abbringen, das war die wunderschönen Parameter zu stecken und dadurch auch mit der Party aktiv Altar können zu haben, wie das damals gesehen hast. Im Bild sehen wir auch d'Entrée, wo der geht, andere Feiere Füße von Ersternach. Die steht nach Haut da, dann war 1750 gebaut gehen, und an einem Refuge und sie steppt, die noch Refuge für die Adelig, zurückgezogen, am Land und unsicher war, oder dann aber auch für die Pumengt, wo l'Assemblée des États, das war heute sich Chamber aus, sich dann Krautmarkt versammelt wird. Planche Nummer 6, die weist Wesekanner. Wesekanner, da war die Regierung 1884 ein Institut für Wesekanner auf dem Plateau du Ram an der freien Verbandskaserne angerichtet, und für die Kanner eine Hilfe zu geben, weil der Staat das selber nicht konnte, hat die Schwester gefragt von der Kongregation St. Elisabeth, für sich die Kannerschere zu kümmern. Ganz am Anfang gesagt, die Abschrift Oppenheim ein Schloss. Das war ein Haus, das ab 16. Jahrhundert gegangen. Heute steht ein ganz emblematisches Gebäude, das sich bei Verbandermann nennt, einem wunderschönen Jugendstil, auch von 1905 datiert. Bei der Planche Nummer 10 haben wir es mit der Normalschule zu tun. Normalschule, die aus 1846 gegründet ging, am Hinblick auf die spätere Gründung von der definitiven Schulpflicht. Und das war die Schule, wo die Schulmeisterin ausgebildet sind. Die Schulmeister konnte diejenigen gehen, die mehr wie 15 Jahre alt waren, die ein bisschen an der Katechese sich rumgefunden hat, die noch ein bisschen der Heilige Schrift kannt hat. Das waren, konnten lesen und schreiben, konnten natürlich noch ein bisschen rechnen. Das waren Konditionen für die Ugeholt zu gehen. Dann hat das Studium umgegangen von 3 Jahren, wo ihn dann die verschiedenen Disziplinen gelehrt hat, die für den Enseignement von der Primärschule und der Oberprimärschule ein bisschen haben. Ganz interessant ist auch bei dem Bild, dass Michel Engels Halt möchte von dem Haus an der Großgasse von Joseph Corneli. Der Joseph Corneli war Komponist und war Enseignant für Musik eben an der Normalschule. Und er war en plus ein guter Freund von Michel Engels, was die Position von dem Bild dann auch erklärt. Planche Nummer 11, da sehen wir dann Conciergen, Fendeln, den Musiker von dem College, den er noch an der Großgasse mit Lunch geht. Wir wissen, dass die Mutter Gottes Oktav zusammen mit Pater Brocker am College angefangen hat. Interessant bei den Schülern, die wir hier auf dem Bild gesehen haben, also dass man mit Lauträngischen und Belgien kann auch zu dienen. Nicht nur rein Lützeburger, weil es sind eine ganz Party Leute gewesen, aus dem wir den Haut Grand Region nennt, die kann auf Lützeburg und Schule geschickt haben, für das sie Deutsch und Französisch sollen können. Interessant ist auch, dass die Position hier für die Bijouterie au Contrôle de France halten möchte, weil nämlich der Proprietär von dem Aure-Boutique an Bilder-Boutique hat Bilder von Michel Engels auf Plateau brennen gelassen, an die dann die Fayencen verkauft. Also ein kleiner Clin d'œil, und dann jetzt am Bild, da gesagt dann das Haus zwischen dem Eck Grand Rue an der Kohlegasse. Das war ein ganz berüchtigtes Haus, große Mercerie, Abraham Ruf, wo ihn dann Tischer zu kaufen kriegt, mit gut in ein Zeitchen Geschirrskaufen für Pferd, was Leute mit dem Pferd damals geritten sind. Planche 14, die weist als auch etwas ganz Interessantes, und zwar Pompien. Pompien aus Klausen an den Geselleverein. Pompien, das ist etwas ganz Wichtiges, die gehen durch das Kommunalgesetz 1943 organisiert, und das sind lauter Freiwillige. Freiwillige, die aus allen möglichen handwerklichen Aktivitäten kommen, Dachdecker, Schreiner, Maurer, Ebenisten, an der Uferstadt, an Klausen, an dem Grund, konfidische Spritzenhäuser, an die Pompiersvereine, die hatten dann auch ihre Musiken, die dann auch auf der Place d'Armes Dachs gespielt haben, an Fanfare, Grand Ducal Klausen, die aus 1850 gegründet sind, und das als die ältesten, die wir am Land haben. Eine zweite Gruppe, die auf dem Bild gesehen hast, das ist der Geselleverein. Der Geselleverein ist eine immens wichtige
Initiativ, die 1864 die späteren Doyen von der Michelskirchschule de Bernahal, das war eine Schule, wo jung Burschen Handwerk gelehrt haben. Wir sind 1864, das Modell war der Kolpingsverein, an die Handwerkerschule selber gedreht, 1896 gegründet. Das heißt, an dem Intervall war die Initiative von dem Bernahal die einzige, wo ich konnte Handwerk lehren. Die Jungen aus der Schule auch groß Theater gespielt haben, am kulturellen Leben Teilrolle von der Stadt als eine Evidenz. Wir kommen dann an Beaumontsgas an, da sehen wir dann Prädemptoristen zusammen mit der Société de Sainte-Famille. Als und da feiert sich dann Europa ein bisschen mehr unruhig ging, als du hört den Verwalter von dem apostolischen Vikariat, Nicolas Adames, gefragt gehabt, für die Redemptoristen auf Lützeburg zu kreieren. An die haben da geguckt, das war nach zur Festungszeit, dass dort Familien enkadriert gingen und nicht gingen an den Wied fallen, aber weil dem so schon viel gewandert war, für dann die jungen Leute abzufangen. Dann sind sie einen Verein gegründet, den hat Sainte-Famille gehört, und den hat von den 4 Jahren 5000 Membres gehabt, bei einer Population von der Stadt, die damals bei 15.000 lag. Und die Paten von den Redemptoristen, die waren der Volksmissionen, Exerzitien, ganz aktiv, die Redemptoristenkirche, also Beichtkirche gewirkt. Und was interessant ist, auch bei den Leuten von der Sainte-Famille, sie drohen noch hier Statue. Also auch Statuen gehen neben dem Bild von der Mutter Gottes an dem Allerheiligsten natürlich auch mit der Zeit an der Prozession gedrohen. Wir kommen bei Planche 20, da haben wir direkt zu dem 4 Gesangvereine. Der Gesangverein von Boneweg, von Itzig, von Hamm, von Weimarskirch. Kein von denen Vereinen als Demos Quartier von der Stadt. Itzig übrigens halt noch immer nicht. Und das weist hin, dass der Gesang, den aus von 1943 und ferm gefördert gehen. Ich erinnere noch an die wichtige Rolle von Laurent Menager. Daran haben wir feiern dort 200 Jahre Education musikal an der Stadt. Das weist also auf den regionalen Charakter hin, auf den fördernden interkulturellen Charakter von dem Gesang, den seine Wichtigkeit hat, dem uns aber hauptsächlich Männergesang war, obwohl doch schon gemischten Chor ging ist. Wir sind an der Rue de la Porte Neuve, die Demos auf Rochdags Mariestoß genannt, das gibt, weil sie eben auf Part gefeiert wird, auf Neuport gefeiert wird, die abgegangen ist bei die freie Muttergotteskapelle, in diesem Fall 1993 schon bei die neue Muttergotteskapelle. Das war eine von den wichtigsten Straßen aus der Stadt, da sind Urteile, gehen Urteile zum Schwaben, Urteile zum Schwanen, Hotel de l'Europe, sind aber auch da, wo die Postkutsche fortgefahren sind für Brüssel, Lidnöven, Paris, wo ganz viel geschafft werden. Also wirklich ein wichtiger Teil. Planche Nummer 21 als ein ganzer Aparte, weil da muss man sehen, dass letztendlich aus Amerika ihre Handel drohen. Und das weist darauf hin, wie für die verwurzelt auch durch schon den Muttergotteskult an Amerika ist. Die Zeit, bei 1993 sind wir ungefähr bei 50.000 Lützeburger, die in Amerika ausgewandert waren, an der Initiative hin von dem Pastor Glode Frömmerschen hin, als dann der Muttergotteskult auch an Amerika kam. 1873 konnten eine Kirche, da konnten eine Kirche aufbauen. An 1875 haben sie auch eine Kopie von der Lützeburger Muttergottes bei sich daheim. Den American Club zu Lützeburg wird die Relationen wirklich gehalten. Auch der Bischof Kopp ist aus 2 Mal in Amerika gereist, sodass die Kontakte immer lebendig waren. Und sie kommen dann auch dazu, dass sie einen eigenen Fandel hatten, wo dann in den Stars and Stripes gesagt sind, mit der Mutter Gottes, an 2 Jungen, die jetzt längs von dem Bild knien. Nun eine zweite Gruppe auf dem Bild, die marianische Solidarität durchstellt. Die Solidaritäten, die gehen sich zurück auf das 11. Jahrhundert, sind aber am Laufe des 18. Jahrhunderts verschwunden, erkennen eine Revival, eine Renaissance am 19. Jahrhundert. Die marianische Solidarität von Lützeburg war 1846 gegründet. Also lang ihr die Obligation, für an die Schule zu gehen,
vorgeschrieben ausgehen. Und da werde bitte von mit ihren 300 Männer für denen Kanner Demos lesen und schreiben beizubringen, ihre die offiziell Schule gehen als an hin natürlich auch die Liebe zur Trösterin der Betrübten zu vermitteln, wie an ihren Statuten steht. Auch der Papst Leo XIII. Hat das Initiativ gesteigt. Wir kommen nur an Philippsgas bei Dengeltje. Dengeltje annoncieren einen neuen Amend an der Prozession, weil lo gleich könnt Statue von der Mutter Gottes. An die Engeltje, die sind sich Zeichen von der Purität, weil Mutter Gottes Purität durchstellt. Und sie geheien Roseblätter, gelber, weißer, roter op de Boden an Mutter Gottes, die gëtt dann op Rose Gebet iwwer de Rosenteppich geféiert. Weil Mutter Gottes as ja auch Himmelskönigin an Königin vun den Engelen, sodat dat ganz hege symbolische Werte. Munner waren Herd op dem Bild, die relativ streng als enger Accoutrement ausgeseit, dat das de Schweizer. Der Schweizer kennt den Titel hier von der Schweizer Gart, die Gart Papal bis haut ass, an dat war sozusagen ein Oppasser auch an de Kirchen für dat Ordnung war, dem muss net als gemeinschaftliche Feier gefeiert asgin an dofir do den da geguckt hat, dat besonders brav bei der Wandlung war. Wir hunn am Hintergrund Haus de Tornaco, da das Haut für de Palais du Mobilier steht, dat war ein von den schönsten und größten Häuser von der Familie, wo den Familie Tornaco auch mit den ersten Staatsminister gestaltet wird. Wir kommen lo op Planche Nummer 27, wo Mutter Gottes selber am Bild ist. Sie geht in einem großen Baldachin gedrohen. Der Baldachin, den huet nimmen Dir für gedrohe gin von denen älstgedenkste Pasteer aus der Zeit. Mutter Gottes ist aber auch ganz besonders festlich geklebt. Und zwar nicht nur festlich, sie ist auch Ancien Regime geklebt, weil in dat kann so sagen, sie hört Maria Leszczyńska ihr Rack und den die selber gesteckt hat, das war Königin von Frankreich, eine Prinzessin von Polen. Sie hört den Schleier und den Kaiserin Maria Theresa hier offriert huet. Sie huet goldene Vlies und dat den Gouverneur von Lützeburg François d'Hotel hier offriert hat. Alles dat verlinkt sie mam Ancien Regime, das ist eine Tradition, die trotz der Französischen Revolution immer weitergeht, immer sich neu erfindet. Aus mir rezente Elemente dreht sie dann die Krone, die 1866 den Pius den 9. hier offriert hat, genie wie den Zepter aus derselben Zeit, an natürlich der Schlüssel von der Stadt Lützeburg. Interessant ist zu sehen, auf dem Bild rund, dass da Häuser stehen mit 3 Stecken, die da nie gesehen. Wir kommen auch relativ auf den Schluss von der Prozession, und zwar auf Planche Nummer 29, wo ihn dann als zukünftig Priester gesagt, die vom Seminär dort kommen. Wir sind an der Önnechtgas, die Demos nach Rue Marie-Thérèse geheischt, dort ihr Rechtscenter 1925 Rue Notre-Dame. An den Lützeburger Seminär, also 1945 gegründet vom apostolischen Vicaire von Lützeburg, dem Jean Théodore Laurent. Den Seminär, der war angegliedert an den College, das heißt der Party, wo heute Kathedral ihren neuen Teil hat. Wir haben an den Jahren, wo wir bei der Prozessionsdienung 1984 bis 1914 zwischen 46 und 72 Kandidaten für an das Seminär anzutreten. Den Klerus ist natürlich der Pastor, als ein pluviale, ganz festlich ugedoen für dort zu kommen. Wir gesehen, dass die Gewinner, die ugedoen oder dreht, die von Marien der Solidarität auch mit gegründet sind vom Marienverein, die eben teilgeholfen aktiv liturgisches Leben, dadurch, dass sie die Gewinner selber durchgestaltet. Der Pastor, den wir im Bild gesehen haben, ist kein anderer wie der Pastor von der Kathedral, der Friedrich Lesch, ein ganz guter Freund von Michel Engels. Ihn hat jemand darauf geholt, auf die Turm von der Kathedral, für von da aus ein wunderbares Panorama über die Stadt zu malen.
Am Hintergrund erkennt ihr ein ganz großes Haus, ein von den schönsten Häusern aus der Stadt, mit wunderbaren Malereien dran, das der Familie Dobsburg gehört hat am 17. Jahrhundert, das am 19. Jahrhundert ein ganz berüchtigt flott Brauhaus war, Münchner Kindel, wo Christstag ganz an eng Bemsche gefeiert das gibt, wo sich besonders die deutsche Kommunität von Lützburg getroffen hat. Das Haus aus Hände und der Staatsminister Besch kam, das gouf 1963 leider Gottes aufgeraubt. Planche 30 weist dann den Bischof von Lützburg mit dem Allerheiligsten und mit der Ehregacht, die nebendran geht. Das ist ein absoluten Höchstpunkt an den Schluss von der Prozession, die mit dem eucharistischen Segen auch ändert. Wir sehen ganz klar auch hinter dem Baldachin Jungen, die das Licht drohen, das Licht Christi drohen. Den Bischof als natürlich den Jean-Joseph Koppes, den Monstranz hält von dem Allerheiligsten zusammen an seinem Sakrament durch von weißer Pfeffer von der Noblesse. Sein Mitra getan Druckedo, weil bei so einem heiligen Akt den Klerus den Kap nicht bedeckt wird. Wir haben kommen dann Kirchenfabriken, die werden 1909 nach dem Napoleon gegründet gehen, und goufe fundamental reformiert am Kader von der Trennung von Kirche und Staat. Am Hintergrund sehen wir längs das Lenzenhaus und das Neidlenzenhaus, das ist da, wo heute noch Hotel Simoncini steht. Das waren zwei Häuser, das längs, das wird den Eck gemacht mit der 3 Königsgas, das war da, wo der Michelenz auf Wälders kam. Das andere nebendran, das stark mir heiß war, das auf Trab gefeiert hat, dass die Rupp bei den Knödler gegangen ist. Du hast den Michelenz gestorben, das war ein bisschen wie Neidhausen. Michelenz ist tatsächlich Jahr gestorben, wie aber ein paar Minuten nur dem den Michael Engels sei die Prozession gemalt hat. Wir sehen, dass auch Mirei jetzt Bild an da erkennen wir die Arkaden, mit der wir nicht vergessen, geht immer im Gespräch von einem Marché Couvert, dass die Arkaden die Zeit als Marché Couvert besonders für Gemüseweis auf Hösch gehalten sie gehen. Da sehen wir bei dem 31. Bild, dem letzten Bild, sehen wir dann, dass hinter dem Bischof und hinter der Kirchenfabrik, dass da dann Gendarmerie Perd geht. Gendarmerie Perd, das ist eng höchsten Eier an eng Protektion, und da könnt eng onmass vu Leiit, wo ihr gesagt, dat Leiit von allen Alteren, Junker, Elerer, Kanner, Damen Herren dabei sind, gesehen, dass da sind die Echte ist. Der Staat kommen, andere gesehen, dass es vom Land kommt. Aber wir sehen eng onmass vu Leiit, die Trappen herabstehen, bis die Zeit, wo dem muss dann nicht die Fies stehen, mit die Platz, herab auf die Knödler, bis bald mehr Reihe wird Leid dann auch die Zeit wie Haut den wunderbaren Spektakel do mat iwwer 1500 Leute, die mitgegangen sind, bewundern sie kommen. Merci.